Kathi nimmt sie heimlich der Moni sein Karnzleicher und macht unversenks einen Fahrer eine Stoßstange rein. Und möchte, dass der Flori das wieder ausbegelt. Aber stattdem flaxt das recht und lasst ihrer selben das mühsam machen, samt dem, dass er weiß, dass die Stange austauscht wird. An Felix sein Gspusi ist Grante, weil's bei ihm eine CD von seiner Ex findet. Aber am Tag drauf haben's wieder gut miteinander. Als Zwiefel lässt zu der Gaudi Briefmarken mit dem Lansinger Wappe drucken. Und der Lorenz nimmt die für echt und blamiert sie damit vor die Leute. Und drum muss ihm als Zwiefel sein Leibspeis kochen, damit's das wieder gut macht. Die Erika fuhr der Tina mit schmeckerde Kräuter und die Annalena möchte die Ohr im Laden verkaufen. Aber das wird nix, weil die Moni findet, dass auf die Weise ihre Ohr als Geschäft verdorben wird. Und außerdem kommen sie viel zu teuer. Die gesunde Kocherei in der Schule von der Fanny seiner Tochter schmeckt die Schulkinder gar nicht. Und stattdem kaufen sie sich am Hausmeister sein Standel etwas Besseres. Das wiederum gefällt die Kinder ihren Eltern nicht. Und sie sinnieren auf alle möglichen Schlich, wie es das ändern konnten. Schließlich können sie aber nicht recht viel ausrichten. Der Flori tat gern einen Vatertag mit seiner Tochter zubringen, aber die ist siech und drum geht er stattdem mit den anderen saufen. Als Zwiefel schenkt ein Gerstl ein Windspiel und der hängt's vor sein Standel auf. Und das hört man bis in ihrer Seanzstube rein. Aber er tut's erst weg, nachdem dass sie, der Gabi sein Dirndl, eine Stunde lang vor sein Standel mit der Geige spielen lässt. An Patrick, seine preußische Maso-Schwester, ist hinterm Pfarrer her und tut ihn sexuell belästigen und stalken und schleicht sie heimlich in sein Bettstatt rein und tut sie da drin anfotografieren und möchte ihm in Verruf bringen.